freut euch in seinen Gnadenschein. Gott hat lieb, die ihren Sünden straft suchet, was euch nun selig macht. Hin ist die bange Todesnacht. Gott hat uns lieb. Gott hat uns lieb. Gott hat uns lieb. Komm, stimmet alle, jubelt ein. Gott hat uns lieb. Kündigt den Sündern überall. Gott hat uns lieb. Kommt vom Thron ins Erdental. Gott hat uns lieb. Sehet, der Heiland ist nun da, der für uns starb auf Golgatha. Wir sind erlöst, Halleluja. Gott hat uns lieb. Gott hat uns lieb. Gott hat uns lieb. Komm, stimmet alle, jubelt ein. Gott hat uns lieb. Jubelt, die ihr euch ihm geweiht. Gott hat uns lieb. Schmeckt seine Güte und Freundlichkeit. Gott hat uns lieb. Er ist des einen Sohn und Schild und unser Lieb und Hoffnung will. Er ist der alle Kummer stillt. Gott hat uns lieb. Gott hat uns lieb. Gott hat uns lieb. Und alle jubelt ein. Hat uns lieb. Next nummer 301. Du mildes Herzens wartet dein, die Ruhe nach all der Mühe und Last. Kein Gram, kein Leid wird dort mehr sein. Es schmeckt, so siehst daheim die Rast. Drum still, warte still und murre nicht. Drum still, warte still und murre nicht. Drum still, nur still und murre nicht. Dein Fuß, es wand ein weiches Traum. Dein Kreuz bringt dich ein Schwergewicht. Blick auf, dort winkt die Himmelsau. Drum still, nur still und murre nicht. Drum still, warte still und murre nicht. Drum still, warte still und murre nicht. Drum still, nur still und murre nicht. Nur still, vorbei ist bald die Nacht. Leist mein schönes Tageslicht. Von ferne winkt in goldenem Pracht. Drum
drum still, nu still morenig. Drum still, warte still und morenig. Drum still, warte still und morenig. Drum still, nu still und morenig. Nächste Nummer 353. Welch ein treuer Freund ist Jesus, der da immer hilft so gern. Welch ein Vorrecht ist zu bringen, alles im Gebet zum Herrn. Auf wir unseren Frieden stören, und die Ruhe ist uns fern, weil nicht immer gleich wir bringen, alles im Gebet zum Herrn. Kommen Prüfungen und Leiden, leuchtet dir kein Freudenstern. Sag ich nicht in solchen Stunden, komme im Gebet zum Herrn. Wenn die Not am allergrößten ist, die Hilfe dir nicht fern. Bringe, was dich hilft, sich willen, alles im Gebet zum Herrn. Bist du matt und schwer beladen, werdest du erquicket gern. Jesus ist der müden Stärke, deutlich komme zu dem Herrn. Stehst du einsam und verlassen, ihm allein zu trauen lern. Bringe frohen Lagen, alles im Gebet zum Herrn. Mag je in Kreis mit den Fahrt wie für 2. Thessalonicher 1,2 sagt, Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. So dass auch mein Wunsch und Gebet jedem einen, dass er Gnade und Frieden und jedem einen herrschen macht, dessen Tag von der Ort der Herr uns einmal was schenkt. So, wir kommen zu den Bulletin. Seine Einleitung wird von Bruder Peter Baumann kommen und der Predigt von Samuel Giesbrecht. En van der was predigt op het tweede steed van Benny Rampel. En van der was jong, klok 2 uur middag. En van der wat niet jongschor zijn. En maandag betraf dienersitz, klok 2 uur middag. So dafür beten, welche Entscheidungen trafen für die Gemeinde. En donderdag Bibel- en Gebetsstunde, klok 7 uur, ook alle Dutte eingeladen. En vrijdag wird zondag als Jugendfreizeit. So dafür beten, dann kann je sehen, die Zeit sein für unsere Jugend. En zondag predigt in Taufhaus in Carigno, in Cerro Grande. Van mij staat mijn omver, er weer een paar stukken wat willen getauft zijn, so predigt in ander paar Taufhaus van een paar personen. Dafür beten en predigt in Carigno van Abraham Giesbrecht. En zondag avondmaal, so zijn al bekend, so zijn zo, so dan avondmaal gaan. Wat dan 7:30 zijn, wat niet 7 zijn, we een paar deiner Schritt fahren, die und die fahren ist. So haben wir zu 7:30 sind auch so uns das Abendmahl.
En de een staat nog, denk ik, Bibelschool. Er staat Bibelschool aanvang, dat de aanvang is al geworden, zo bloß de Bibelschool rand. Klopt zo und so kan dafür beten, für die Bibelstudenten und auch für die Lehrer. Sind es falsch, so ein, wo da steht, sage ich wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn jemand mein Wort bewahrt, so wird den Tod nicht sehen in Ewigkeit. Johannes 8,51. Erstmal sieht ihr noch was zu sagen. Okay, wenn ich stehe noch ab zum Beten und Postes. Ziemlich davor, wir danken dir für diesen schönen Sommer, was du uns schenkst. Du uns auch weiter gnädig bist, die uns alle abgewirkt hast und Leben schenkst, Herr. Herr, unser Mutter auch sagen, dass wir wurden abwehren durch dein Gut. Einmal, wo wir angeschluppen sind, wo wir nicht mehr aufmerksam sind, Herr. Merk uns aufmerksam von der durch dein Wort. Meier die zu folgen und für die du zu sein, Herr. Sie mit den Brüdern, wo du reden. Sie auch mit den Anleitern von Singen, mit den Sinnerschullehrern und Kindern. Herr, musst du beginnen mit seiner Hand sehen, wenn wir können, einen frohen Tag haben, den, was du uns schenken lässt, Herr. Wir danken dir dafür, in dem Namen Jesus Christus. Amen. Nehmt Platz. Wir sehen nun nach Nummer 192. Es ist Leben im Blicke zum Kreuze hin. Jesus ruft freundlich, komm zu mir. Irdischer Reichtum ist kein Gewinn, o seliger Schatz, dem das Kreuz beut mir. Nur ein Blick ist Leben da, nur ein Blick nach Golgatha. Freudenschall, Erlösung nah, nur ein Blick nach Golgatha. Mein Blick hat das heiligste Wort stets sagt, traut der Verheißung, die Gott gab. Keiner vergeht der Versuchung macht, der treu das Gebet für das warf und starb. Nur ein Blick ist Leben da, nur ein Blick nach Golgatha. Freudenschall, Erlösung nah, nur ein Blick nach Golgatha. Als einst meine Augen dem Heiland sahen, lächelte er mir freundlich so. Und wenn der Satan mich jetzt fegt an, ein Blick nach dem Kreuz gibt mir Kraft und Ruhe. Nur ein Blick ist Leben da, nur ein Blick nach Golgatha. Freudenschall, Erlösung nah, nur ein Blick nach Golgatha. Goedemorgens. Ja, ik wil gedanken uit Epheser kapitel 2. Wo wir uns alle mit Gedanken merken, die Eva. Immer war er frisch, Paulus schreibt das hier an Epheser. Und er vierte einmal für Ion, was ist das Leben im Christus, der Gläubige,
wat hij dat schreven deed. En ik denk ook immer weer frisch, brok wie dat woord Gottes, ons het voor u kamp, dat wir het zijn dan, wo wir het oude leven wollen en wo is het leven in Christus. Immer weer frisch, want ich glaube, die Menschen betrachten das, auch selbst, wir wollen es nicht in Blieben nicht, sondern das brok einfach, dass wir es pflegen dann, und immer wieder frisch sein wir dort, wenn die Menschen beobachten das, das Leben in Christus, das ist auf einmal war das selbe geworden, was das Aule wohl wir. Und ich glaube, das kann nicht sein, dass das Leben in Christus und das Aule Leben, wo wir geboren sind, dass sich eben ohne kommt. Das kann nicht sein. Wenn hier in Paulus, was er hier führen wird, ich wollte einmal lesen in Epheser Kapitel 2 von 1 bis 13. Auch euch, die ihr tot wart durch Übertretungen und Sünden, in denen ihr einst gelebt habt, nach dem Lauf dieser Welt, gemäß der Fürsten, der in der Luft herrscht, dem Geist, der Götz in den Söhnen des Unglaubens wirkt. Unter ihnen führten auch wir alle einst unser Leben in den Begierden unseres Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches und der Gedanken taten, und wir waren von Natur Kinder des Herrn, wie auch die anderen. Gott aber, der reich ist in Erbarmen, hat um seiner großen Liebe willen, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren durch die Übertretungen mit den Christus lebendig gemacht, aus Gnade seid ihr errettet, und hat uns mit auferweckt und mit versetzt in die himmlischen Regionen in Christus Jesus, damit er in den kommenden Weltzeiten den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade in Güte und uns erwiesen in Christus Jesus. Denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben, und das nicht aus euch Gottes Gabe ist es. Nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Denn wir sind seine Schöpfung, erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihm wohnen sollen. Wir werden hier besonders einmal die 7. und die 10. Vers wichtig, aber wir wollen das Ganze eng einmal nehmen. Es sei wertvoll, dort zu sein, was Paulus hier sagt, der Epheser, sei wir mal in ein oudes Leben, sei wir mal in ein Leben, wo sie einfach Kinder des Herrn werden. Kinder des Herrn, das gemeint, Gott, der hat nicht in gefallen, Gott kann nicht gefallen, sei wir, dort wir getrennt, sei wir Kinder des Herrn. Und dort sagt er dann, das ist nicht mehr so. Wenn sie in Christus sind, vorher herrscht und einfach der Fürst in der Welt, die einfach die so tun ist, die herrschen und die sehen alles an, was sie tun sollen. Und nun sagt er, der 4. Vers, Gott, wie so gut, er erbarmt sich über und wie die Gläubige so groß, dass so sehr leibender, dass sie dadurch kann den Taugang nicht kriegen, dass hat erlöst, dass sie nu wieder zu Christus gehören tun, und dass die Übertretungen, dass die wahrnehmen, und dass du hier sagst, wo wir kurz in die erste Vers sagen wir dort, das scheint für uns. Wir wollen nicht sehr gleich wieder, dass wir uns selbst am Schulden, und nicht uns am Schulden klappen, was für unsere Tod, was wir getan haben, dann machen wir das selbst tun, dass wir einfach Hand können, was der Tod reden, dass wir dadurch nicht sind gut geworden, dass wir dadurch nicht besser sind als der andere. Und das sagt er hier in der direkten Jesaja klar und deutlich aus, dass ich und du, dass wir nur schon können verdauen, das ist ein Geschenk, das ist eine Genut Gottes, und wenn er von der Genut Gottes redet, dann sagt er, das ist nicht Mut und Verdienst. Das ist nicht, dass wir das Teuer gedacht haben, auch kein Verdienst, dass wir mal was haben, das Teuer tun, und dass wir dadurch kein Gerat sind. Und dort, was er hier in der veröffentlichen wird, und das ist durch Gott sein großes Erbarmen und durch den sein überschwängliches Reichtum seiner Gnade und Güte.
En dan krijg wat ik ook een dag, op de zevende vers wordt aangegaan, dat du sagst, damit in den kommenden Weltzeiten in den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade und Güte und uns erwiesen in Christus Jesus. Christus hat ja in uns all, wenn wir das angenommen haben, wenn wir das verstanden haben durch das Wort Gottes, was er uns getan hat, dass wir von der verlorenen Welt, dass wir können gerat sein, dass wir das von dir können bewusst sein, dass wir, wo ein Tag im Himmel kommen, dass unsere Sinn vergeben sind, dass wir diese Freiheit nicht haben, dass wir den Frieden haben, was Christus kann hier auf Erden bringen. Das ist ja all eigentlich zu sein, mehr als was wir begreifen können. Vielleicht vielmals als uns das, sagen wir uns glaubt dort, aber das nächste Mal war auch wieder davon. Das sage ich dann so viel, wir haben nicht begriffen, was Christus für uns getan hat, als dann würden wir das schätzen. Und er sagt hier und so, dann sagt er in den kommenden Weltzeiten, sagt er, du wirst uns noch, und dort sage ich, los einmal in Spanisch und einmal wird in Spanisch sein, das sage ich immer so, hizo eso para mostrar en futuro la bondad y el gran amor con que nos amó. Dort sagt er, wird uns in der kommenden Weltzeit, sagt er, wird uns noch wiesen, noch geraten wiesen, was er an uns getan hat in der Leben. Viel uns noch geraten zu wiesen, als was wir gesehen haben, was er uns hat von der sinnfreie Merk. Ich denke, wenn wir das wollen, wenn wir das wollen, dann haben wir all in sehr großen Pot begriffen, was Christus für uns getan hat. Und er verspricht, er wird uns noch mehr erwiesen in der kommenden Weltzeit. Also dann wird sein, wenn er uns aufholen wird in den Himmel, wird sein, aber einmal sagt er, das ist, was er uns tun will. Und das ist uns auch sehr zu warten gehen, dass wir schätzen tun, was Christus getan hat und was er uns auch tun will, dass wir den einfach, da wo wir in der letzten Fall wird sein, ab wo das dann angehen wird, was dann unsere Pflicht ist zu tun. Und dann sollen wir auch mit Glauben, das Erraten, der Genug Gottes, die können wir allein durch den Glauben. Das ist der einzige Weg, was wir tun können, dass wir das Fußen können, dass wir das Fußen tun, und das ist Gottes Gabe, dass er uns das geschenkt hat, und durch den Glauben und durch die Genug Gottes. Und er sagt auch, dass die zweite Verlasse, den jenen Fall sagt er auch, dass er nicht aus unseren Worten kommen wird, und dass wir uns dadurch auch nicht riemen können. Vielleicht würde wer mehr Geld hat, oder wer Dollar begabt ist, der hat Fuß in viel besseren Platz, der hat Fuß in viel geraten Unsein, und der ist Fuß viel glücklicher, und der hat einen besseren Platz im Himmel. Vielleicht würde nicht verkommen, wenn er uns das nicht sein wird, dass wir uns nicht dürfen riemen, dass wir den nächsten Tod tun können. Christus hat das für uns getan, was wir tun können, dass wir im Glauben abnehmen. Dann der letzte Vers sagt er nicht einmal, denn wir sind seine Schöpfung, erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihm wohnen sollen. Befehle erst von der also, wir sind einmal durch die Genug Gottes geraten. Naja, die Genug Gottes ist so groß, wir können so wieder leben und unser Worten dürfen verrät nicht zu sein. Krieg wir zum Opfer und sagen, dass das nicht kein Unterschied mehr ist, dass das geistliche Leben und das alte Leben, dass das eben ohne gegangen. Das ist von ja nicht mehr zu sein, wenn der Christ ist und wenn der nicht der Christ ist, und das dort soll es nicht sein. Das sage ich hier und so, wir sind nicht seine Schöpfung. Weil wir von Gott geschaffen sind, Gott hat sich nicht geschaffen, was er nicht für einen Nutzen ist. Gott hat das doch geschaffen, dass heute in Genaden von hat, das ist wir auch wollen tun. Und ich denke viel mehr Gott, was nutzt an dort, wenn wir uns bekannt zu seine Kinder und wir tun nichts für ihn. Sei wir dann seine Kinder. Ich denke, das ist uns sehr deutlich, wenn wir wollen Arbeiter haben, und die wird scheinbar nicht bei der Arbeit sein, aber wir nicht mehr ans Arbeiter. Ich denke, es soll uns auch sehr deutlich sein, dass wir uns auch sehr unterhalten gehen, dass Christus, hat sehr viel gekostet, uns einmal zu raten, und er will auch haben, dass wir sollen für arme Nutzen sein. Wenn wir wollen sagen, dass Christus, wie Gott, sein Führer auch so angehorsam gewesen ist, was wir sind, dann wird unser Rat nicht geschehen sein. Dann haben wir noch keine Rat. Dann müssen wir noch einmal abwarten, dass uns Tod Wort kommt, dass wir für unseren Sinn unseren Tod geben, und das tun wir von ja nicht.
wenn Christus hat das getan, er wird sein Führer gehorsam und dort ist, was er auch verlangt von uns. Wir sollen am gehorsam sein, wir sollen durch die wahre Geburt, durch Jesus Christus, so wie nu seine Schöpfung, zu Wort, zu Gott worden. Und im Spanischen sagt er auch so, para que vivimos haciendo el bien. Dass wir auch einmal so leben, dass zum Guten dienen, dass wir einfach Christus damit verherrlichen und dass wir einfach im Gehorsam leben für Gott und für Jesus Christus. Nummer 188. Einst war ich ganz in Sünden tot, all Hoffnung war dahin. Doch hab ich nun durch Christi Tod sein Leben zum Gewinn. Es möglich gab, denn Jesus sie auch in den Tod für mich. Mein Heiland, ja, ich glaub an dich und lieb dich ewiglich. O welche Höhe unerreicht, welche Tiefe ohne Grund. O Liebe, die das Herz erweicht, du machtest mich gesund. Es möglich gab, denn Jesus sich auch in den Tod für mich. Mein Heiland, ja, ich glaub an dich und lieb dich ewiglich. O undankbares, kaltes Herz, das sich von Jesu trennt, statt dass es liebend Himmelwärts in Flammen schlicht und brennt. Es möglich gab, denn Jesus sich auch in den Tod für mich. Mein Heiland, ja, ich glaub an dich und lieb dich ewiglich. Ich lebe aber nun nicht ich, nein, Christus lebt in mir, der in den Tod sich gab für mich und liebt mich für und für. Es möglich gab, denn Jesus sich auch in den Tod für mich. Mein Heiland, ja, ich glaub an dich und lieb dich ewiglich. Ja, wünsche Ihnen auch lang Gott zum Morgen und wünsche Gottes Frieden. Auch wenn ihr Angst seid, und Sie würden uns von der Erfrischung sein. Mir hat von der zum Morgen mit dem Typ über Salten Licht nur zu denken. Dort kam eine Rede von Jesus. Mir hat den Aufschnitt mit dem Typ zu lesen in Matthäus Kapitel 5 von 13 bis 16. Matthäus Kapitel 5 von 13 bis 16. Ihr seid das Salz der Erde, wenn aber das Salz fade wird, womit soll es wieder salzig gemacht werden? Es taugt zu nichts mehr, als dass es hinausgeworfen und von den Leuten zertreten wird. Ihr seid das Licht der Welt, es kann eine Stadt, die auf einem Berg liegt, nicht verborgen bleiben. Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter den Scheffel,
sondern auf den Leuchter, so leuchtet es allen, die im Haus sind. So soll euer Licht leuchten vor den Leuten, dass sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Wenn wir hier in das Kapitel, das 5. Kapitel, wo der Bergpredigt umfängt, das geht bei dem 7. Kapitel, wo Jesus eine so wichtige Predigt hören wird, wo Jesus so viel wichtige Sachen unreden wird, das Volk lehren, die Jünger lehren. Wir sollen in den 1. Vers, Kapitel 5, dort Jesus hier zu seinen 12 Jünger reden wird, hauptsächlich zu Ehren, aber wir sollen dort eine ganze Volksmenge erst, wo der Raum gewahrt ist, wo der dich Bier war ist, dann soll Menschen Raum werden, wo der auch Türheuchen deuten, aber wir sollen hier, dort sich Hahn sagt, die Jünger treten zu ihm und heu det sin Mühl up und rede ernt. Was mir auffällt an den 2. Vers, dort so betont wird, und er tat seinen Mund auf. Er tat seinen Mund auf. Das sollen wir nicht leicht, dort an der Bibel von Jesus ist dort gesagt wird. Vierten, da sagt dort, und er sprach, oder heu seht den dort, det er jahnt, und so erfährten dort Jesus, es wird sein, wo den Alten Testament stund, wo von den Öle Propheten wir, wo das Volk bekannt wie, oder heu seht, wo Gott am angeben dort. Und hier fällt es ab, dass er sagt, und er tat seinen Mund auf. Für mich ist dort ein Theken dafür, dass Jesus hier diese Bergpredigt üt eine Autorität, üt eine Macht, die er hier reden, und das sind einfach wir, was direkt von Jesus kommt. Das sind nicht wir im Alten Testament, das sind nicht wir von den Propheten, sondern das sind wir von Jesus. Und dort dürfte wir ein ganz besonderer Gewicht, dass die wichtig sind für uns und uns Leben. Dann sollen wir von 3. bis in 12. Vers, wo Jesus die Seligpreisungen abnahmt, glückselig sind die geistlich Armen und so wiederhaft, da verschiedene Sachen, wo die sagt, glückselig ist dieser in Jana. Und wenn wir das betrachten, dann sind damit Kinder Gottes gemeint, wo die glückselig sind, wo diese Eigenschaften haben. Und so geht es dann auch wieder in den 13. Vers, zu denselben Menschen, wo all diese Eigenschaften haben, wo die glückselig sind, sagt er, die sind dort Salz von der Erde. Die sind dort Salz von der Erde. Und an dem 14. Vers, die sind Licht von der Welt. Diese 2 wichtige Aussagen hat Jesus hier in der Merkung zu betrachten, was bedeutet, worum kriegt Salz und Licht, was meint es für uns, was hat es für Ernte gemeint, oder was soll wir dort lernen. Ihr seid das Salz der Erde, das Erste. Ihr seid das Salz von der Erde. Mal wir uns fragen, was meint das, was bedeutet das, oder was ist Salz überhaupt, was bedeutet Salz für uns. Salz ist so wichtig. Ich habe mich gewundert, was hat mich dann miteinander Leute zu checken, was ist Salz wirklich, wie wichtig ist es für uns. Dann verfiel mich, dass der Rüdfunk, dass das Salz für uns Leben so wichtig ist. Das Salz ist für uns nötig zum Überleben. Ohne Salz können wir nicht überleben. Wir können ohne Schokolade überleben, wir können ohne Eiscreme überleben, wir können ohne Sarah überleben, aber ohne Salz können wir nicht überleben. Salz ist für uns Menschen lebenswichtig, überlebensnotwendig ist es für uns. Der menschliche Körper, der braucht unbedingt 3 bis 5 Gramm Salz und Tag am Durchschnitt, damit er überleben kann. Das muss er unbedingt haben, wenn ein Mensch kein Salz zu sich trinkt, dann wird der Mensch sterben. Aber normal nimmt ein Mensch 6 bis 10 Gramm ab, was er sagt. Also wir sollen Salz ist wichtig, Salz wird viel gebraucht. Und das ist nötig für uns Körper. Ein Körper hat 200 bis 300 Gramm Salz, was wir ein Körper immer bei uns haben. Und das meint nicht, dass wir nicht alle 10 Gramm Salz mit einem Label arbeiten. Nein, das Salz, das ist alle wie ein Band, das sind verschiedene Sachen. Wir dürfen dort an verschiedene Sachen nennen und nehmen das zu uns und sollen, dass das Salz ist für uns so wichtig, für uns Körper, dass wir leben können, auch ohne Salz. Dann ja, wird auch keine Truhen, was er sagt, dann wird wir keine Truhen haben, weil wir nicht Salz haben und so wieder. Wir sollen erst einmal, wenn wir uns dann miteinander looten, die Jahre Zeit, wo Jesus beirrt wird, dann wird das Salz auch etwas Besonderes. Ich glaube, nach was Besonderes, als das von der schon da ist. Die Jahre Zeit, da erst einmal, dann hat es so ein Gift, dass der Römer er soll looten, mit Salz betulen deuten. Er lohnt, kriegen durch an Salz.
die Kirche mit Salz betult, mit dort, dass sie dann dort in ihrem Fall bringen, das Salz, das Tüchen, einköpen damit, wird einmal, und das wir ein wertvolles Ding, das wir wird wichtig, das wird sogar betätigt aus dem Wittet Gold, das wird aus Wittet Gold betätigt, euer Säuen, und wir viel wird. An der Armjenden wurde Salz dann, von der Erde nehmen, davon wo einmal das dann wir, und dort wieder verarbeiten und verkäufen. Die Menschen, die mit dort zu tun haben, die wir in Reg, die mögen ihr Leben davon, die wird an der Armee leben, dass wir einfach eine Ahnung für viele Menschen. Und weil wir mit betrachten, was für Eigenschaften haftet Salz endlich, was der dort Salz, was haftet für Eigenschaften, während Jesus uns hier aus dem Salz verlegen, der denke ich, erst wichtig zu wissen, worum redet von Salz, worum kriegt Salz, was der dort Salz, da wird ja wieder dort umwandeln, ab uns Leben von der. Weil wir sagen, in großen Titten, wo wir drei wichtige Eigenschaften von der Salz können sein. Das erste ist Geschmackverstärker, das ist den Geschmack besser verstärken. Das zweite Konservierungsmittel, das man gut holen. Und das dritte auch Reinigungsmittel, reinmachen. Die drei Sachen hat das Salz an sich. Das erste gleich, das ist für uns ganz am bekanntesten, das sei wie man bekannt, dass das Salz gebraucht wird, um den Geschmack beibringt, um den Geschmack stärker merken, besser merken. Wenn ich aus wer von jedem mal eine Suppe jeden habe unsalz, ich glaube ich nicht, aber doch und wird geschmeckt, wird dann mit Flavor ist, wird da wenig Salz haben, das ist dann nicht so richtig, das schmeckt nicht so reich. Na, wenn ich würde gut schmecken 100% unsalz, würde gut schmecken, aber ich habe Ferien gehört, waren da erst eine Sache, weil so wichtig merken sein, das ist so wichtig, das Motto unbedingt sein, dann wird das Ferien verlegt, das ist, so ist das Salz eine Suppe, so wichtig, so wird das Ferien gesagt, so wir sollen das Salz, das spielt eine Rolle in uns Leben, in unsere Nahrung, was wir zu uns nehmen, und das habe ich auch gesehen, diese Tieren Grom und Dach, die nehmen wir nicht ein Label, mit ein Label zu uns, der ist an das Eten Bahn. Ich denke, mit einem Salzstreher nehmen wir bloß ein kleines Bett, wo wir nochmal überschaden dürfen, über das Eten, dass wir nur so ein kleines Prozent, höchstens 20% wird wir durch einen Salzstreher zu uns nehmen, und dann durch unter das Eten kommt das Salz auch zu uns. Brot zum Beispiel, was gesagt sind, 28% von dem Salz, was wir zu uns nehmen, kommt durch ein Brot. 20% kommt durch das Fleisch, durch Wurst oder so eine Produkte, wo Salzbahn ist, und durch Milchprodukte auch 10%, wo dann kann Käse oder Butter oder andere Sachen, wo einfach auch Salz und Wasserbahn ist. Also wir sollen an verschiedene Sachen, erst Salzbahn Sachen, wo wir eine Stuhl kaufen, da ist Salzbahn, und so kriegen wir Salz an uns, kriegen uns scharfer Salz, und wir haben dort, dass der Geschmack stärker ist. Das zweite Konservierungsmittel, das Salz wird gebraucht, um Sachen gut zu halten. Ganz das tollste bekannt, auch hier bei uns, weil wir also ab so einer Stelle, wo nicht viel ist, wo das Fleisch soll gut gehalten werden, da wird Salz gebraucht. Da wird ein Teil Salz gebraucht, ich habe sie nicht so bekannt, aber dort wird das ganze Aufwand, wenn man dort über die Schar geht, dort ist uns bekannt, das sind Fleisch. Und dort haben wir ein klein bisschen Säulen, da wird mit Salz, erst wird das lang gut gehalten, dann braucht das nicht ein E-Shop. Und so ist das Salz ein Konservierungsmittel für dort. Das sind auch Salz, wird auch gebraucht, um Geräusch gut zu halten. Wirklich weiß ich nicht, ich kann mich da nicht so gut mit ut, aber auch Geräusch wird damit gut gehalten. Und so sollen wir das Salz, das bewahren, für ein Verfehlen, das bewahren, das gut halten, dort eine Sache nicht verfehlt, eine Sache fein bleibt, und auch in anderen Ländern, in den Ländern, wo es kalt und schneit ist, dort das Salz auch bewahren, verwahrt. Ich hatte vorhin gesagt, wenn da die Wehfall ist oder Schnee sind, dann wird das Salz am Weich noch bestrebt. Und was der dort, das Salz dämpft ab, und der Vorteil der Hand trat, die brücken sie nicht vom Weich raufrutschen, und so wird er bewahrt für ein Accident oder für etwas, was da kann passieren. Also auch da, das Salz bewahren, da hat eine Eigenschaft von bewahren oder auch von konservieren, was da mein Gott hat. Das dritte, was gesagt, das Salz wird gebraucht, um eine Sache reinigen, um eine Sache reinmachen. Da sie eigentlich auch nicht so bekannt mit an, aber gesagt wird, dass das
als mal gebraucht wird zum Plaken mit der Kleiderrüt, oder die Juden, was für die Juden wichtig wird, das Fleisch soll nicht Blut an sich haben, da wird auch erst, wenn man Salz gereinigt, der Blut der Rüt, wird auch geschafft, kann das auch nicht. Aber diese drei Sachen, die haben in Größen großen sein, das Salz, das den Geschmack verstärken, das Gold hören und das reinigen. Die drei Sachen, die drei Eigenschaften haben das Salz an sich. Und wenn wir eine Bibel checken, dann können wir sagen, dass das Wort Gottes eigentlich für uns Christen das Salz ist. Auch das Wort Gottes hat diese Eigenschaften. Das Wort Gottes, das gibt uns Leben Geschmack. Das können wir im Psalm 1, Vers 1, 3 lesen. Wohl dem, der nicht wandelt nach dem Rat der Gottlosen, noch tritt auf dem Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz nachsinnt Tag und Nacht, der ist wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht und alles, was er tut, gerät wohl. Hier sagt er, wir sagen, unsere Last und Gott sind Wut haben, da wir nur denken, Tag nach. Und dann, wo wir sagen, so ist ein Baum und Wut da, wo der Jalste ist und wo der Frucht bringt. Das gibt Geschmack. Der Wut Gottes gibt uns Leben Geschmack, da wir können ein Leben haben, wo der Gott wohlgefällig ist und am Verherrlichen. Das Zweite, sollen wir das Wut Gottes das bewahren. Psalm 119, 164, großen Frieden haben, die dein Gesetz lieben und nichts bringt sie zu Fall. Wer Gott im Wort leben det, darf größten Frieden und am Wort nichts vollbringen. Er bleibt bewahrt, wenn wir das Wort Gottes läuft haben. Und das Dritte, auch das Wort Gottes det uns reinigen. Psalm 119, Vers 9. Wie wird ein junger Mann seinen Weg unsträflich gehen? Unsträflich, das meint rein bleiben. Wie wird ein junger Mann sein Weg unsträflich gehen, dann sagt es in der Runde und wird, indem er ihn bewahrt nach deinem Wort. Durch Gott sein Wort. Dann kann wir rein sein. Das Wort Gottes, dort wird uns Leben Geschmack geben, dort wird uns bewahren und dort wird uns reinigen. Also wir finden diese Eigenschaften von der Salz auch durch das Wort Gottes. Das Wort Gottes wird uns als Christen wiesen, wie wir leben sollen, wie wir gehen sollen und was wir tun sollen. Und dann, so viel einmal verriecht das Salz, dann sagt er dahinter, wenn aber das Salz fade wird, womit soll es wieder salzig gemacht werden? Es taugt zu nichts mehr, als dass es hinausgeworfen und von den Leuten zertreten wird. Er sagt, wenn aber das Salz fade wird, wo meint dort fade? Ich denke, das meint Fleisch, wenn das Salz nicht mal salten geht. Und was meint dort? Was meint das für uns? Und was meint dort? Was bedeutet dort, hier sind sagt, er wollte nicht chantet von ihnen, es wäre dort Salz lange in Schopje Stunden haben, dann war man dort Brücken, und dann ist es nicht mal salzig. Ich kann es nicht. Ich habe es nach Timo belebt, mir ist es dort nicht bekannt, dass das Salz das dort schaffen wird. Also das Salz, was wir von der ersten Tag haben, das behält seine Salzigkeit für Jahre, für so lange Zeit, das wird nicht fleisch. Und über, woran sagt Jesus hier sind, ich denke, das ist nicht nur ihr sagt, wenn wir kicken dann, erst einmal, was haben die für Salz gehört? Was hören die dann, woran sagt Jesus hier, dass das Salz kann fleisch wollen, dass das nicht mal kann einen Geschmack haben, dass das den Geschmack kann verlieren. Die Jahre Zeit, dann holen die das Salz aus dem Dögen Meer. Die holen das da, wenn ich vom Bauer über, das Salz, das wir nicht rein, das wir nicht echtes Salz. Die sagen, dass das Salz, ungefähr das Salz, was sie bringen, dass wir endlich mal ein Drittel Salz und das andere wir Gold in Magnesium oder verschiedene andere Mineralstoffe, was da mangt werden. Also der ein Drittel wir ungefähr Salz und das andere wir ein andere Mädel, was da mangt wird, was sie nicht die Mehrlichkeit haben, dort da la Rüte zu sehen oder Rena zu merken. Von der ersten Tag habe ich das Salz, das ist 97 bei 100% echtes Salz. So, das echte Salz, das behält seine Salzigkeit, über die Jahre, die haben nicht echten Salz, das wird nicht so rein aus von der ersten Tag. Und dann wird es für eine Jahre Zeit, das Salz, weil da klar ein bisschen merkt, dann wird es bieten, in einem frühen Himmel, nach Mul, und wenn es dann regnen dort, dann regnet es dann ab, und wir wollten das Salz, das däft ab, das sich am Butter und Wasser ablösen. Und so kann es dann passieren, dass ab so einem kleinen Abregen dort, das Salz dort verdebt und tragt dann mal der Wuttertyp weich. Und wo der Eva bleibt, werden die anderen zwei Drittel, das Gold und verschiedene andere Stoffe, wird da werden.
dann ist uns so deutlich, da habt ihr der meist keinen solchen Geschmack mehr. Also dort Salz wie Furt, dort hat sie den Geschmack verloren, dort wie fade geworden. Und was tun sie da mit der Kult, mit der Worten der Leichertüre viel am Weich. So, da wird Jesus gesagt, dort post 100% Jahre ihre Zeit. Das sagt, wenn der Fleisch wird, dann wird das gebraucht, von den Menschen zwei könnte wollen, und man so viel, da wird ganz wörtlich der Leichertüre viel am Weich. Und dort wird das gebraucht. Oder, das wird irgendwo heimgestreut, das Kult, für, dass er nicht so ankriegt, wo es nach dem Weich, so werden der Weg gemerkt, und so wird es dann auch von den Menschen zwei klingt. Also das sagt, und es taugt zu nichts mehr, als dass es hinausgeworfen und von den Leuten zertreten wird. Das sollte doch einfach zu nichts mehr. Aber wenn das auch seht, wenn wir das Salz von der ersten Tag, was wir haben, lang stehen haben, dort ist anders, dort ist echtet, dort das Wort nicht flebt, dort bleibt über die Jahre Zeit wird das kann flebt worden, das kann sich den Geschmack verlieren. Und dort liegt daran, wenn die andere Stoffe, die andere Sachen, wird nicht echtet Salz wie überhand genommen. Wenn der Prozent von der Salz kleiner wird und der Prozent von der Kohl und das andere gerater wird, dann verliert der Salz seinen Geschmack. Und wir haben dort ab eins von der aus Jünger Jesu, aus Jesus in den Nufall umwandeln. Wir haben uns eine Frage stellen, wie hoch ist 1% und Salz? Wie hoch ist uns Salz? Ist es 100% echt? Oder kann es sein, dass da eine höhere Prozent von das andere ist, was da nicht Salz ist, von das andere, wo da das ganze Fleisch merken geht. Das Salz, das soll uns Leben Geschmack geben. Und wie dann das Salz für die Erde, wie sollen die Erde, der andere Menschen, einen Geschmack geben? Und die Frage ist, sei wie dort, dürfen wir der andere Menschen einen Geschmack geben, dürfen wir der andere Menschen einen Genuss geben, der das Wort Gottes, dürfen wir das positiv merken, den Geschmack, oder dürfen wir das Fleisch merken, oder vielleicht eher salten, so das auch keine Art. Also, wie Menschen, wie können dann dort tun. Und Jesus sagt, wie sind das Salz? Und das Salz mit reich eure Wand, dann ist so ein schöner Geschmack. Und das soll wir wiederbringen, aber ganze ihr. Das zweite, das uns Leben bewahren. Das wieder zu bieten, dass andere Menschen erleben, andere Menschen ihr Seelenheil bewahrt wird von der Verdammnis. Das ist unser Abruf. Das sollte bewahren, das sollte konservieren, dass das Gott hören in unser Abruf ist, was Jesus uns hier abgeben wird, dass wir wollen bewahren, dass wir andere Menschen wollen Jesus anwiesen, damit er leben, er soll bewahrt bleiben. Und das dritte, das sollte drängen, der auch wieder zu bieten, dass uns Leben gereinigt wird und dass wir auch bei anderen Menschen dazu beitragen, dass ihr Leben gereinigt wird von Schweinschritt, von anderen. Und was da wichtig ist, bieten Salz, ist, dass es verfügbar ist. Wir wollten dort ans Haupt nicht, wenn der Salzstreher am Schob steht, wir wollten dort, dass ein feiner denkt, dass es dicht, das Salz ist der fein abgehoben. Solange das nicht an das Eten wird, näher tun, dann Haupt das nicht. Und die Frage ist, sei wie verfügbar, sei wie reut, sei wie dort. Jesus sagt, ihr seid das Salz. Er sagt, ihr seid dort. Nicht, ihr könnt dort vielleicht sein oder ihr wollt dort vielleicht sein. Nur er sagt, ihr seid dort. Und sei wie reut, wenn da ein Mangel ist und ersten Dienst zu tun für Gott, sei wie reut, uns anzusaten an der Gemeinde für Gott und uns von armen Brücken zu looten. Wenn wir Salz haben, das heißt, seht am Schob oder irgendwo weit over ins Huppel, da ist genug Salz zu haben. Und wir haben dort über nicht da, wir können dort nicht umwandeln, dann halbt das nicht, dann halbt das Salz nicht. Und wenn wir so für Gott sind, wir sind da, wir sind das Salz, wir sind seine Kinder, wir stehen uns über nicht reut, Brücken zu looten, dann halbt das nicht, dann halbt das nicht, dann halbt das Salz nicht, dann kann das nicht den Geschmack beibringen für die anderen Menschen, was das soll. Also sei wir reut, uns ablösen zu looten. Wir wollten dort das Salz, dort das abgeben, dort am Wutanen, das löst sich ab. Und sei wir auch gerät, uns ablösen zu looten von Gott. Wir wollten dort größte Salzsteine, die geben nicht leicht ab, die man am Wutanen, die blieben ein, vielleicht ganz bizarr, geben die ab. Aber du wären erst wichtig, dass wir uns von Gott looten abgeben, von Gott looten viel mulen, dass das Salz wird viel gemult und dass das kann in Nutzen sein für Gott und für die Welt. So viel einmal zum Salz. Der 14. Vers sagt,
ihr seid das Licht der Welt. Ihr seid das Licht der Welt. Was meint das? Was will heute damit sein für uns? Und was meint Licht vom ersten Tag für uns? Wir wollten das Licht als sehr wichtig. Wir brauchen Licht, wir brauchen viel Licht. Als das allen amaglich, wenn das Haus sich ganz düster wird. Und, wir haben hier von der ersten Tag 4. Wir haben Licht, wir gehen das Switchen an. Aber ich glaube, viele von uns kennen das, wird das, wenn eine frische Kolonie wird anfangen oder ein frisches Land geschaffen, wo nicht viel ist. Da ist das alles so einfach. Da muss dann fleischlich sein, da muss dann eine Pflanze sein, da muss dann irgendwas sein. Und da merkt man dort erstmal so richtig, wie viel wird das, wenn einer kann Licht haben im Haus, wenn einer kann bis gut das Switch anzwischen und dann ist da Licht. Da bin ich fertig, das kann wir auch, wenn wir vorhin, wie möglich das ist, wenn wir kein Licht anzwischen, wenn dies ist, oder auch noch Licht, da wir Fan sein können. Also das Licht ist für uns wichtig, damit wir sein können, für uns leben. Der Römer, was er gesagt, die hatten sein Sprechwort, wird er sagen, dass die zwei nötigste Dinge auf dieser Welt, dass wir Sonne und Salz. Ich habe den Spruch selbst nicht gefunden, ich fand auf das eine Üdleier, der See dort ist dort. Und dort soll angeblich ein Spruch sein von der Römer, das soll so gesagt haben. Und dann posten wir dort auch taub, dass Jesus gerade diese zwei Sachen nimmt. Die zwei Sachen, was für die Menschen Theanität, was sie sehen, das sind die wichtigsten Dinge, was wir unbedingt machen haben. Dass Jesus das Ding nimmt und anwendet an seine Predigt. Also Licht ist für uns wichtig, Licht ist für die ganze Welt wichtig. Wir wollten die Sonne, wird da jeder Tag schien, das ist so wichtig für uns, das ist wichtig für die Natur, dass das wachsen kann. Und Jesus selbst sagt auch, dass heute das Licht ist. Jesus ist Licht. Johannes 8, Vers 12 sagt Jesus, nun redete Jesus wieder zu ihnen und sprach, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern er wird das Licht des Lebens haben. Jesus selbst ist das Licht. Und heute sage ich über, auch wer am Nu fallen geht, wenn wir am Nu fallen gehen, dann sind wir auch Licht, dann haben wir auch das Licht, sondern er wird das Licht des Lebens haben. Dann haben wir das Licht von Arm. Wir sollen so zu sein, kann man verlegen, so ist der Mond. Wir sollen so sein aus dem Vollmond. Was ist der Mond? Der Mond, der nimmt das Licht von der Sonne und dadurch wird der Mond auch dahin. Das ist ein Vollmond. Aber was halt dort, wenn niemand ist, wenn der Mond nicht dahin geht, oder wenn das Licht nicht in die Erde gedreht wird, dann halt dort nicht. Das Licht, das muss in die Erde gedreht sein, dann erst bringt uns dort Nutzen. Wir Christen, wir sollen einmal ein Vollmond sein. Wir sollen einmal ein Vollmond sein, wird da 100% das Licht von Jesus wieder dahin geht, aber ihr. Und nicht so eine Niemand-Christen, wo da nicht das Licht wieder dahin geht, von der Sonne, wo Jesus Christus ist. Und wie das Licht, das ja wie diese Eigenschaften auch fing, wo das Salz hat. Wir haben 3 Sachen abgenannt von dem Salz. Und so finden wir auch von dem Licht. Und das Licht gibt uns Leben Geschmack. Das Licht merkt uns Leben vollständig. Die Sonne, die verbessert uns Leben, die bringt uns warm, die wärmt uns ab, die wärmt die Erde ab, die Natur, die bringt Helligkeit an uns Leben. Und hier an das Land, denken wir doch vielleicht nicht so viel an, aber das sind andere Länder, wo monatelang kein ermesslicher Sonnenschein ist, wo dies da ist, wo wenig Sonne ist. Und wenn da ein paar der Sonnenschein sind, hostig, dann ist es so erfrischend, so Fan, die Menschen, die gleichen dazu sagen, Rückgune der Sonne entjaftet wirklich nichts. Und so lebt sich das einfach besser, wenn wir die Sonne schieben, wenn wir das Licht haben. Die Sonne oder das Licht, das wird auch bewahren. Das wird bewahren, dafür, dass wir wo jähen fallen, dafür, dass wir uns verstoßen, dafür, dass wir uns verlassen können. Dort wird das Licht auch. Das Licht wird uns bewahren, dass wir nicht stürzen, dass dann nicht so passieren kann. Ich weiß nicht, wie jeder geht, wenn wir groß fallen, aber uns hört sich als alles dies da, dann wollen wir ansichern, dann kommen wir vielleicht mäßig die Kontrolle, wenn das Licht beim fertig soll, hört sich utgehen, dann sind wir ansichern. Und das Licht möchte uns sicher sein. Auch ab Meer, der Schabs, der haben alle einen Leuchtturm. Leuchttürme sind dafür dort, dass die Schabs wiesen dürfen,
wo die Erd ist, wo Bäuer sind, wo Steine sind, wo das gefährlich ist für Ernt, dass das einfach den Weg wiesen und wollen, dass sie wollen bewahrt bleiben. Also das Licht, das bewahren, und drittens das Licht, das auch reinigen, was er sagt, das Licht hat heilsame Wirkungen, das heulen und das auch reinigen, das wird auch für weiße Bakterien und so, da brauchen die Menschen Sonnenschein, da brauchen die Licht, und die kann wahrer, gesünder werden. Also auch da wird das Licht unbedingt gebraucht. Wir wollten ohne Licht können stoßen, ohne Sonne können stoßen, und das Licht ist für uns sehr wichtig an uns ganzes Leben. Der Henjaron sagt dort, es kann eine Stadt, die auf einem Berg liegt, nicht verborgen bleiben. Hier redet von der Stadt, wo auf dem Berg ist. Eine Stadt soll ein Orientierungspunkt sein. Die Jahre Zeit, wie dort auch sagen muss, dort Städten, Vierten, wollten auf dem Berggebiet, die wollten auf dem Berggebiet hochbuchen, oder vielleicht nicht so hoch, aber wo ein bisschen heicher wir, dort die Stadt einmal selbst sich schützen kann, dass sie einen Ausblick haben, eine Bühne haben, wenn da ins Menschen kommen, wenn da Vieh kommen, dass sie rein können sein. Oder auch für ihre inneren Menschen, wenn sie in ein Haus kommen wollen und sie sagen von weit auf die Stadt, dann ist es für ihr ein Orientierungspunkt, die kann sein, ja, da ist mein Ziel, da ist dort, wo ich hin will. Also die Stadt, die wir wichtig, dass wir am Bau wir, damit dort die Menschen all sein können, und das sagt, so eine Stadt aus dort, die kann nicht verborgen bleiben, die kann nicht sich verstärken, die Stadt, die kann jeder einer sein. Und so soll es wie Christen sein. Und wir sollen nicht verstärken bleiben, sondern wir sollen zu sein sein. Uns soll zu sein sein, wir sollen nicht verborgen bleiben, wenn uns wird auch beobachtet, uns wird von der Welt beobachtet, uns wird von den Menschen Raum uns beobachtet. Da wir mal eine dänische Frau, die da in Ostafrika leben dort, und sie hat einen Ohrbrand, so hat zuverlässiger ein Triadeuner wieder, in Ohrbrand Afrika, wird bei alt Schofen dort, nach Mojeruz, in so einer Ohrbrand. Und nur 3 Monate, dann ab uns sagt die Ohrbrand auf, heute verlaat, und weil einen arabischen Bürgermeister gehen schofen, die hatten unter Glauben, dass wir ein Mohammedaner. Und dann fragt diese früh wie ein Christ, fragt sie am, woran wirst du dort hingehen, was wirst du dort, woran wirst du bei denen schofen? Und dann sagt das Orbiter Ta'al, die Christen, die verkündigen Gott, und die Mohammedaner, die verkündigen auch Gott. Und wir haben nicht zu wollen, wo Gott dann wirklich ist, ob der beginnt ist oder bei Ehren. Und dann will er mich da unschlüten, bei dem bleiben, wo ich Gott finden war. Du, wenn wir in 3 Monaten bei dir warst, und nu will ich 3 Monate bei Jan Mond sein. Und diese Antwort von des Orbiter mögt diese früh so nur denken. Sie hat noch lang schwer damit. Und sie erwidert alle Typ Leute, weil sie sehen, wenn ich das gewiss hat, dass das Orbiter jeder Tag bei mir durch einen Gott sehen, dann würde ich mich Vierten haben anders abgestellt. Dann würde ich mich anders benommen haben. Und was heute an Gott dort oder hier gefangen hat, das weiß ich nicht, wie das gefallen ist. Aber was sollen die Menschen ram uns, ohne uns? Wenn die Gott sehen, dann finden die Gott bei uns, oder finden die nicht. Wenn wir nicht stolz sind, wenn wir Licht sind, so ist Jesus hier von uns sagt, dann soll wir nicht zu sein gehen, dann jeder zu sein. Und dann der 15. Vers wird noch mit einer Lampe verlegt, mit einer Lampe. Das sagt, man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter den Scheffel. Scheffel, das wie so ein Ding, wenn ich aus dem mal ab Mord gesehen habe, da haben die auch so eine kleine Scheffel und zum Riesen, Sack an Mehl, Scheffel, eine große Seite, aber das ist ein kleines Bett, was unter, wie ein gerateres Ding, auch zum Mehl aufmähen, ungefähr 9 Liter Posen Bananen, das wie, was die hier meinen, das mit einem Scheffel, ein bisschen gerateres Ding. Und er sagt, man stellt auch nicht ein Licht an in der Tür, was so ein Ding ist dort. Wenn wo das sagen, was hält das Licht an, dann hält ihr das nicht, dann geht das aus, dann darf das nicht. Und, auch zu dort haben wir mir ein Beispiel zu vertellen, da wir mal ein Christ, wo da Arbeit gefangen hat, wie auf am Wald, halt Bäume aufzusäen, mit Halterschafen. Und ich wollte ihn von das anhören, weil da schaffen, dann sage ich zu ihm,
wenn die Partner dort waren, riefing, dass du in Christ bist, dann wird die dort so schlecht gehen werden. Das wären Weltmenschen, das wären so große Lästerer, und ja, die wären bekannt dafür, dass sie Menschen töten würden, wo die Christen wären. Und dieser jeder Hahn schafft ein Jahr, und ich habe da war trägt, ein Haus spazieren. Und dann traf den Freund an und fragt ihn, haben sie die gesagt, du daran, sich lustig gemerkt über die verfolgt wird einmal. Oder wenn du in Christ wirst, dann sagt er, nee, da haben wir nichts getan, sie haben gar nichts getan zu mir. Und wenn sie haben, nicht nur die Tränen, das in Christ sind. Also, das wir sind Christ, die wir verstarbt, die wir das Ding verstarbt, ja, wir nicht einen ganzen Jahr nicht eingewalten, das haben in Christ wir heute Plätze hören. Und so sagt das Wort Gottes an dem 15. Vers, so soll wir nicht. Wir sollen nicht uns verstorben. Und das Wunder, wenn wir das Ding von der Wurden abheben, wie viele Christen sich da einer wurden verstorben, wie viele Lichter da einer wurden sehen, wo sich da verstorben deuten, wo er sich nicht an der Welt wiesen wollen und Zeugen für ihr Glauben. Und dann sagt er da, sondern auf den Leuchter, so leuchtet es allen, die im Haus sind. Man stellt das Licht auf dem Leuchter, das wird allen Tagen, das wird am Haus sein. Tejane Tiet, wird einmal so, dass die bloß eine Stufe hat, dass der Haus hat bloß eine Stufe oder eine Hauptstufe, wo sich die Mess einmal oder abhören deuten, wann die Bären wählen. Und da ist eine Lampe. Die sagt, das ist eine Lampe, die hat dann abgesagt, dass sie den allen an das ganze Haus Licht geben wird. Also der Lampe hat am rechten Platz gestellt, damit sie ihre Abgabe erfüllt. Und so hat Gott für uns jeder einen Platz. Der hat für uns einen Platz, wo wir aus Licht dachen sollen. Der Frage ist, lud wie dort, lud wie uns Brücken von Arm. Dann sagt der 16. Vers, so soll euer Licht leuchten vor den Leuten, dass die eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Ans Licht soll für die Menschen dachen, dass du keine Frucht bringt, dass die Menschen die gute Worte sollen, dass sie Gott preisen. Die 12 Jahre sollen wir nur das sind richtig gut. Die haben viel verändert, die haben viel gezeugt und da ist viel passiert auf der ganzen Welt. Sie wären nicht besondere Menschen, sie wären einfache Menschen, vielleicht einfacher als was wir viele von uns sind. Sie wären viele von ihren Forscher und sie wären nicht utilierte, aber sie gingen in Leuten ehrlich dachen. Die Frage ist, lud wie ans Licht von der auch dachen, lud wie ans Salten auf Bereiche steht, dort kann Menschen verändern. Die Frucht davon soll sein, dass Gott im Himmel soll gepriesen werden. Und mir geht uns einfach mit zu sprechen, dass wir würden das annehmen, was Jesus eben uns sagt. Wir sind das Salz von der Erde und wir sind das Licht von der Welt. Endlich würden wir uns berufen damit, dass Jesus uns so viel Licht standet, dass er uns so nahe steht, dass wir so besonders sind, Licht und Salz, von den wichtigsten Dingen, was wir auf der Erde brauchen dürfen. Dort sagt Jesus, dort sei wir für diese Erde. Und er hat das mehrlich gemerkt, dass wir das können sein, dass wir diese Frucht können bringen und dass heute können gepriesen werden. Die Frage ist, dass wir diese Aufgabe fallen, dass wir diesen Geschmack beibringen, haben wir diese Prozent Salz, was Gott von uns will haben, sind wir 100% Salz, oder ist da ein höherer Prozent angeht, ein höherer Prozent von dort, was Flavor ist, was der schöne Geschmack hat, dass wir Tüß ab Arbeit, bringt das Auswirkungen, bringt das Frucht, dass wir das Salz für die Erde sollen sein, kriegen Menschen davon, in Geschmack, eine andere Anstellung, eine Sehen sein für unsere Menschen. Die Frage ist, sind wir verfügbar, dass wir uns wo verstanden, da stellen wir uns zur Verfügung, dass Gott uns brauchen kann. Er sagt, die sind das Salz und die sind das Licht. Nicht, wir wollen das einfach sein, sondern wir sind dort. Und wenn wir uns brauchen, wenn wir uns nicht wo am Schob verstarben oder unter den Scheffel verstarben, sondern wenn wir uns brauchen von Gott, dass wir das Licht und das Salz für diese Erde auch kann sein, dass wir uns würden ablösen luten, dass das Salz sich ablösen wird am Wutter, dass wir uns würden viel Mund luten von Gott und dort heu uns brücken können, damit uns Licht und Reiche steht, dagen können. Heu sagt er uns, du bist wichtig. Heu sagt, kriegt die Brücke. Jesus, der brückt jeder ein von uns. Vielleicht sagt ein der andere,
als sie doch bloß ein kleiner Salkuchen. Was det ein kleiner Salkuchen all bescheiden? Du kannst sagen, ein Salkuchen det nicht viel. Aber ein Doll Saltjener, die dön ein Doll. Ein Doll Lichtstrahlen, die dön ein Doll Dachmerken. Und dort ist, was Gott von uns will. Dort, wo wir sind, dort, wo wir haben, Brücken luten, dann kann heute ein Doll bescheiden. Zum Schluss, dann haben wir eine Begebenheit zu vertellen, wo hier Töp hast, dass die vereinigt Töpschofen, wie aus Christen, aus den Saltjener aus Lichtstrahlen, dort ein Doll bescheiden kann. Und dass Gott will, dass wir alle Antwort geben. Da wir eine Stadt an Montana, so heute steht, da wir eine Farm, ein Pali, wo da Ackern deuten und so wieder. Neun Nummertag wollen sie an, er kleiner Jung, 2 Jahre jung, der ist fort. Sie finden nicht mehr rund am seine Ehre starten, der Karl, der will so hoch, dass der Jung kleiner will so Karl. Sie wissen nicht, wo die da können sein, und sie segnen, der die ganze Nacht, die starten auf dem finden nicht. Am nächsten Tag, dann rücken sie alle nur taub, fuhren sich alle an der Hain, und gehen jeder Stab, der Lein, dass sie den mal wollen finden, gehen durch starten durch, alle taub, und der Hain geführt, und weltlich, aber eins finden sie den, er will gestorben, er hat nicht überlebt, und dann sage ich der Fuder zu den Sehen, wann wir uns doch all euer Hoden der Hain gegeben, und taub, und uns jung gesagt wurden. Jesus will uns von der Brücken Menschen terraden. Die Frau ist sehr wie verfügbar, sehr wie reut, uns kleine Porte geben, damit Gott durch seine Gemeinde und Deul auf diese Welt, auf diese Erde, kann bescheiden, dort wo sein Ziel für uns ist, dass wir das soll und das Licht für diese Erde würden sein. Amen. Wir sehen auch, dass Leute Nummer 215. Stern, auf dem ich schaue, Fels, auf dem ich stehe, Führer, dem ich traue, Stab, an dem ich gehe, Brot, von dem ich lebe, Quell, an dem ich ruh, Ziel, das ich erstrebe, alles Herr bist du. Ziel, das ich erstrebe, alles Herr bist du. Ohne dich, wo käme Kraft und Mut mehr Herr. Ohne dich, wenn Himmel meine Bitte wär. Ohne dich zersteben würden mir im Nu. Glauben, hoffen, leben, alles Herr bist du. Glauben, hoffen, leben, alles Herr bist du. Drum so will ich wallen, meinen Vater hören, bis die Glocken schallen und daheim ich bin. Dann mit neuem Singen, jaus ich froh dir zu. Nichts hab ich so bringen, alles Herr bist du. Nichts hab ich so bringen, alles Herr bist du.
Ja, nu hebben we hier hoe wichtig wie zijn op deze jeden. Hoe wichtig ans Schöpfer ans onzet, wordt hij ans gemerkt heeft, dat we zelf zijn als Salz en Licht. Twee sehr wichtige dingen wat hij opnadeed en het wie ze staat zullen zijn. Zij moet nog met je te beten, ons hoop naar zum Schluss. Himmlischer Vater, wir danken dir, dass du uns gemerkt hast. Und du auch ganz klar beschrieben hast, was wir sind, auch was wir für die Dinge kennen hat. Herr, wir danken dir dafür, dass du uns so wunderbar erschaffen hast. Und dass die uns wichtig ist. Dass keiner von uns so denkt, ich bin nicht. Herr, du hast kein Garbage gemerkt, du hast uns gemerkt, für die zu arbeiten, Herr. Mogen wir das auch immer ernst nehmen, dass wir wirklich worden dort doen en dat zijn wat u was, wat we doen zullen, Herr. Dat we vrij en rein en heilig mochten leven en dat we die arbeid doen kunnen, wat u was hand voor ons, Herr. Mocht u ons tot genoeg schenken. Mocht u ook jeden een zegen en nu te denken op die woord en wieder beschützen durch diesen Tag. In de naam Jezus Christus beten we dank voor dit. Amen. Scheidem, vrede van ons.